Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Wir gucken uns jetzt noch weiter in Ostraka um. Kriegsrat und Diener, wie könnte es auch anders sein? Es sind Elfer. Da ist noch eine Truhe. Aber unsere Fähigkeit ist unzureichend dafür. Tja, brauchen wir wohl wieder einen Dieb, ne? Dann gucken wir uns nochmal hier ein bisschen um, weil da oben wartet schon Alistair auf uns. Zwinger und Zwingermeister, das ist auch noch relativ wichtig. Okay, ein Kircheschwätzer oder Kircheschwätzerin. This isn't good. I'd hate to waste such a promising member of the breed. Are you the new warden? I could use some help. Warum sollte ich euch helfen? Wo liegt das Problem? This is a Mabari. Smart breed and strong. His owner died in the last battle, and the poor hound swallowed darkspawn blood. I have medicine that might help, but I need him muzzled first. Wieso denkt ihr, ich könnte ihm meinen Maulkorb anlegen? Wie klug ist dieser Hund genau? Centuries ago, a mage bred them to be smart and understand what they're told. They can remember and carry out complex orders. Most valuable dogs in the world. Trouble is, they generally imprint to one master. Re-imprinting them is very difficult. But without the medicine, re-imprinting won't be an issue. Will you help? Okay, könnte auf mich geprägt werden. We can try, but first we need to muzzle and medicate him. Wieso denkt ihr, ich könnte ihm meinen Maulkorb anlegen? You're a Grey Warden, or soon will be. All wardens are immune to the Darkspawn taint. The most you have to worry about is some tooth marks. Na gut, ich werd's probieren. Go in the pen and let him smell you. We'll know right away if he'll respond. Let's hope this works. I'd really hate to have to put him down. Der Hund sieht respektvoll zu dir auf und legt seine Angriffshaltung ab. In seinen Augen erkennst du Intelligenz, ebenso wie große Schmerzen. Dieses Tier ist sehr krank. Den Hund erschlagen garantiert nicht. Ich tue keinem Tier was zuleide, egal wie rechtschaffen böse ich bin. Dem Hund einen Maulkorb anlegen. Der Mabari knurrt schwach, aber er greift dich nicht an. Als du fertig bist, winselt er. Now I can treat the dog properly, poor fella. Come to think of it, are you heading into the wilds anytime soon? Möglicherweise, wieso? There's a particular herb I could use to improve the dog's chances. It's a flower that grows in the swamps here, if I remember. If you happen across it, I could use it. It's very distinctive, all white, with a blood-red center. Gut, denkt ihr, ich hätte nichts Besseres zu tun. Warum holt er sie nicht selbst? Kann der Hund auch ohne sie gesund werden? If he doesn't get it, chances are he'll need to be put down. Oh. Wo in der Wildnis kann ich diese Blumen finden? It usually grows in dead wood that collects at the edge of ground pools. Should be plenty this time of year. Gut, ich werde versuchen, ihn zu finden. Good. In the meantime, I'll begin treating our poor friend. Okay, neue Quest, der Mabari-Hund. Und im Kodex ist auch nochmal was aufgetaucht. Steuerung ist mal wieder Quark. Brauchen wir nicht. Da unten ist noch was. Geschenke und Händler. Kreaturen. Mabari-Kriegshund. Hunde sind ein essentieller Bestandteil der Kultur von Ferelden und kein Hund wird mehr geschätzt als ein Mabari. Die Rasse ist laut Mythos schon uralt und wurde angeblich aus den Wölfen gezüchtet, die Dane gedient haben. Dank ihrer legendären Intelligenz und Treue sind sie weitaus mehr als nur eine Waffe oder ein Statussymbol. Die Hunde wählen ihren Herrn selbst aus und bleiben dann ihr Leben lang bei ihm. Wer einen Mabari hat, gilt in ganz Ferelden sofort als bedeutend. Die Mabari sind auch ein wichtiger Bestandteil der Militärstrategie von Ferelden. Nach der Ausbildung können sie Ritter aus dem Sattel holen oder Infanterielinien durchbrechen und ein Rudel bellender Kriegshunde löst selbst bei erfahrenen Soldaten Anflug von Panik aus. Gut, Intelligenz ist immer etwas, was ich sehr schätze. Danke, zu dem wollen wir jetzt aber mal nicht. What's your name? It's Pick, sir. Oh, Go oh. tell Turnlow-Gain that the war party's ready to begin scouting. We'll send word if we find anything amiss. Yes, sir. Right away, sir. Aschekrieger Hauptmann. Maker's breath, another elf. What do you want? Hallo, Herr Rassist. Ich bin ein grauer Mächtermensch, nicht irgendeine Dienerin. Habt ihr ein Problem mit Elfen? Not in particular, except for them being so thin-boned. You make good messengers sometimes. Is there something you wanted? We have no time for idle chatter.
Ihr seht nicht wie die anderen Soldaten in der Armee aus. We aren't. We're Ash Warriors. Was sind Aschekrieger? Our training has been passed down since Lathias the Dwarf Son first harnessed the battle rage of the dwarves. It is an old tale. Und was macht so ein Aschekrieger aus? We harness the rage inside us, nurture it, and draw it out so we cannot fall in battle until our last foe is slain. It is a dwarven discipline, but we've adapted it to let us fight alongside our hounds, and that is our way. I trust my hound with my life, as he trusts me with his. Es sind also Berserker. Ist ein Hund im Kampf wirklich hilfreich? A trained Mabari hound is as dangerous as any sword. We do not speak of a city pet or those things that sit in an old woman's lap. Okay, weshalb habt ihr eure Hunde angemalt? They use scent to distinguish us from our enemies, but the blood of battle can confuse them. So we paint ourselves with Cadiz, which overpowers the blood, and also paint our hounds so they know we are the same. Okay. Was wäre, wenn sich eure Gegner ebenfalls mit Cadiz anmalen würden? Why? Would you steal our Cadiz and give it to the Darkspawn hordes? Ich hoffe, ihr scherzt. Warum nicht, wenn die Belohnung stimmt? Ich hoffe, ihr scherzt. If you tried, we would kill you. And that is no joke. Gut, worauf bereitet ihr euch vor? To scout the wilds and watch the progression of the Darkspawn horde. With luck, we'll find and slaughter many stragglers. The hunt will be good if my hound survives the blood of his prey. If he dies, I shall mourn tonight. Wenn er das Blut überlebt, was meint ihr damit? Darkspawn blood is poisonous, but not always fatal. Those who survive grow immune to its effects. The wardens say that tainted blood drives even the survivors mad eventually. But not today. Today, we hunt and we kill. Wäre es nicht klüger, eure Hunde aus dem Kampf herauszuhalten? They fight at our side. We don't fret over their safety as if they were children. Ich sollte gehen. My thanks. There is hunting to be done, and I'll not be kept from it. Allerhopp. Gut, dann pflücken wir noch die Elfenwurzel und dann watscheln wir noch zu Alistair rüber. So. Yo. Da geht's auch noch irgendwo hoch. Sollte man da vielleicht auch noch hier? Ah ja, okay, da ist das Lazarett. Truhe ist hier noch. Elfischer Bote, Jory, Priester, Soldat. Geht's dann dort hier? Sorry, miss. The army camp is off limits for you right now. Okay. Na gut, also nur beim Offizierscamp mehr oder weniger. Gut, da ist noch Truhe. So, ist hier noch... Ah ja, da ist noch was. Schriftroller. Neuer Kodexeintrag. Die Verderbnis. Na gut, lesen wir uns auch noch durch. Magie und Religion ist das dann. Die Verderbnis. Trotz all ihrer Macht, all ihrer Triumphe waren die Magierlords von Tevinter doch Menschen und dem Tod geweiht. Dann flüsterte eine Stimme in ihnen. Wollt ihr eure Macht wirklich der Zeit anheimgeben wie die Tiere auf dem Felde? Ihr seid die Herren der Welt. Geht und beansprucht den leeren Thron im Himmel für euch und werdet Götter. Im Geheimen wirkten sie Zauber um Zauber mit all ihrer Macht und Eitelkeit. Sie wandten sich gegen den Schleier, bis er ihnen schließlich Platz machte. Über ihn ein Fluss aus Licht. Vor ihnen wartete der Thron des Himmels, zu ihren Füßen die Spuren des Erbauers und um sie herum das Echo einer enormen Stille. Doch als sie nur einen Schritt wagten in Richtung des leeren Throns, rief eine gewaltige Stimme und erschütterte das Fundament von Himmel und Erde. Itzo wird die goldene Stadt schwarz mit jedem Schritt in meine Halle. Bewundert ihre Perfektion, denn sie schwindet. Ihr habt Sünde in den Himmel getragen und Verderben über die Welt gebracht. Mit Macht wurden sie zurückgeworfen, denn kein sterblicher Körper darf beschreiten das Reich der Träume. Und gezeichnet ob ihrer Untat, die Körper so entstellt, dass niemand sie mehr ansehen sollte und Menschen in ihnen erkennen. Tief in die Erde flohen sie weg vom Licht. In ewiger Dunkelheit suchten sie jene, die sie aufgestachelt hatte, bis sie ihn schließlich fanden, ihren Gott, der sie verraten hatte, den schlafenden Drachen Dumat. Ihre Verderbtheit setzt dem falschen Gott zu, und der Flüsterer erwachte schließlich voller Schmerz und Angst
und führte sie an zu verwüsten aller Länder der Welt. Die erste Verderbnis. Austotenklage 8. Guterle. Dann gehen wir mal zu Alistair hoch, damit wir auch noch ein bisschen weiterkommen heute. Da kriegen wir dann nämlich auch unsere Gruppe und da ist dann noch ein Schurke dabei. What is it now? Haven't Grey Wardens asked more than enough of the Circle? I simply came to deliver a message from the revered mother, Sir Mage. She desires your presence. What her reverence desires is of no concern to me. I am busy helping the Grey Wardens, by the King's orders, I might add. Should I have asked her to write a note? Tell her I will not be harassed in this manner. Yes, I was harassing you by delivering a message. Your glibness does you no credit. Here I thought we were getting along so well. I was even going to name one of my children after you. The Grumpy One. Enough. I will speak to the woman if I must. Get out of my way, fool. Scheint ein netter Kerl zu sein. One good thing about the Blight is how it brings people together. Ihr seid ein seltsamer Mensch. Es ist furchtbar, sowas zu sagen. Ich weiß nicht genau, was er meint. Oder ich weiß genau, was er meint. Ihr seid ein sehr seltsamer Mensch. You're not the first to tell me that. Wait, we haven't met, have we? I don't suppose you happen to be another mage? Wir kennen uns doch nicht. Ihr müsst Alistair sein. Ich bin tatsächlich eine Magierin. Würde euch das den Tag ruinieren? Hardly. I just like to know my chances of being turned into a toad at any given moment. Wait, I do know who you are. You're Duncan's new recruit from the Circle of Magi. I should have recognized you right away. I apologize. Wenn ihr ein Problem mit meiner Magie habt, sagt das gleich. No problem. It's just my background makes mages nervous, and nervous mages make me nervous. I don't want to be a toad. I like the way I am. Allow me to introduce myself. I'm Alistair, the new Grey Warden, though I guess you knew that. As the junior member of the Order, I'll be accompanying you when you prepare for the joining. Was könnt ihr mir über den Beitritt erzählen? Honestly, nothing. Try not to worry about it. It will just distract you. You know, it just occurred to me that there have never been many women in the Grey Wardens. I wonder why that is. Nennt sich Sexismus das Problem. Ich weiß mich meiner Haut besser zu wehren als die meisten anderen. Ja. Ihr hättet gern mehr Frauen bei den Wächtern, oder? Vermutlich sind wir zu klug für euch. Könnt ihr aufhören, mich als Frau zu sehen? Okay, ich weiß mich meiner Haut besser zu wehren als die meisten anderen. I'm getting that impression. So I'm curious. Have you ever actually encountered Darkspawn before? Nö. When I fought my first one, I wasn't prepared for how monstrous it was. I can't say I'm looking forward to encountering another. Anyhow, whenever you're ready, let's get back to Duncan. I imagine he's eager to get things started. Gut, ihr müsst mich doch nicht begleiten, oder? Was ist mit den anderen Rekruten? Davith and Sir Jory are here in the camp. Have you met them? Nö. Keep an eye out. Maybe we'll see one of them. Okay, der Streit gerade eben, worum ging's? With the mage. The Circle is here at the King's request, and the Chantry doesn't like that one bit. They just love letting mages know how unwelcome they are. Toll. Which puts me in a bit of an awkward position. I was once a Templar. Na klasse. Ihr habt Magier gejagt? Not that that's all Templars do, but yes, the Chantry raised me until Duncan recruited me 6 months ago. I'm sure the revered mother meant it as an insult, sending me as her messenger, and the mage picked right up on that. I never would have agreed to deliver it, but Duncan says we're all to cooperate and get along. Apparently they didn't get the same speech. Okay, gehen wir. If you have any questions, let me know. Otherwise, lead on. Gut, Alistair. Ja, Quatsch. Ich habe gedacht, du kriegst dich jetzt schon mal Gruppekameraden noch mit dazu, aber ist anscheinend noch nicht der Fall. Hatte ich das wohl falsch im Kopf? Quatsch, da wollte ich noch gar nicht hier. Jetzt sind wir auf jeden Fall Alistair mit dabei. Der ist Krieger, Level 4. Ich bin Magier, Level 3. Der hat auch schon seine Ausrüstung.
So, dann gucken wir doch mal. Zu Duncan müssen wir dann. Ich glaube, dann kommen die zwei Typen dazu. You found Alistair, did you? Good. I'll assume you're ready to begin preparations. Assuming, of course, that you're quite finished riling up mages, Alistair. What can I say? The revered mother ambushed me. The way she wields guilt, they should stick her in the army. She forced you to sass the mage, did she? We cannot afford to antagonize anyone, Alistair. We don't need to give anyone more ammunition against us. I apologize, Duncan. I'll go collect who we're missing. This is Sir Jory, a knight from Redcliffe. How do you do? And this here is Daveth, a fellow from Denerim. Charmed, milady. And this, of course, is the recruit that Duncan said he was bringing. Das bin ich, die Neue. Ich bin Emerald, schön euch zu treffen. Now then, since you're all here, we can begin. You four will be heading into the Kokari Wilds to perform 2 tasks. The first is to obtain 3 vials of Darkspawn blood. 1 for each recruit. Wofür brauchen wir das Blut der dunklen Brut? For the joining itself. I'll explain more once you've returned. Ist das nicht gefährlich? You weren't recruited out of charity. All 3 of you are skilled and resourceful. Alistair is the most junior member of our order and will accompany you as is tradition. Do not worry. I doubt you will need to go far into the wilds to find what you seek. Okay. Endlich bekommen wir was zu tun, aber erstmal was die Zweitaufgabe. There was once a Grey Warden archive in the wilds, abandoned long ago when we could no longer afford to maintain such remote outposts. It has recently come to our attention that some scrolls have been left behind, magically sealed to protect them. Alistair, I want you to retrieve these scrolls if you can. Okay, was sind das für Schriftrollen? Old treaties, if you're curious. Promises of support made to the Grey Wardens long ago. They were once considered only formalities. With so many having forgotten their commitments to us, I suspect it may be a good idea to have something to remind them with. Okay, und wenn sie nicht mehr da sind? It's possible the scrolls may have been destroyed or even stolen, though the seal's magic should have protected them. Only a Grey Warden can break such a seal. I don't understand. Why leave such things in a ruin if they're so valuable? It was assumed that we would someday return. A great many things were assumed that have not held true. Gut, wie finden wir dieses Archiv? It will be an overgrown ruin by now, but the sealed chest should remain intact. Alistair will guide you to the area you need to search. Na gut, Archiv und Blut, kapiert. Watch over your charges, Alistair. Return quickly and safely. We will. Then may the Maker watch over your path. I will see you when you return. Gut, Allah, jetzt haben wir auch unseren Schurke mit dabei. Das heißt, als allererstes gehen wir nochmal zurück und knacken dann nochmal alle Truhe. Ups, da wollte ich gar nicht hier. Ne, da war's auch nicht. Das war dort drüber, ja, genau. So rum. Also, erstmal wieder zurückschlapper. Dann ist hier unser Bursche aus Denerim. Der kann Schlösserknacker als Schurke, Stufe 3. Und Jory haben wir nochmal einen Krieger mit dabei. Dann sind wir halt die einzigste Magierin. Auch nicht schlecht. Ich meine, so ein bisschen Abwechslung sollte halt schon sein. 2 Krieger, warum nicht? Ein Schurke braucht man auf jeden Fall immer. So. Dann ist hier die Truhe. Die knacken wir. Wenn er es denn kann. So, Bursche. Dann machen wir mal. Fähigkeit unzureichend. Ja, toll. Super. Wunderbar. Das war schon mal überhaupt nicht lohnbringend. Aber wenigstens haben wir es probiert. Ach, wenn es ein originaler Nichtskönner ist. Ja. Man sieht ja auch hier, die sind noch ziemlich am Anfang. Der hat anscheinend auf Beidhändigkeit geskillt, wenn man sich das anguckt. Der auf Schildkampf. Und der ist halt ein Bogenschütze hauptsächlich. Na gut, das war also absolut nichtsbringend. Vielleicht, wenn wir wieder zurück sind. Möglicherweise bringt uns das dann was. Dann also wieder zurück und gucken wir hier nochmal noch Truhe, die wir knacken können.
Sodala. Dann... Die Truhe wäre hier noch. Und dort drüber war beim Quartiermeister noch eine. Es sei denn, der Besänftigte sagt jetzt auch wieder, davon würde ich euch abraten. That course of action is inadvisable. Natürlich. Man kann mir beim Gehen die Schuhe besohlen. Dann... dort hier. Dann mal auf, Bursche. On it. Okay, 6 Kupfer. Wow, das hat sich tierisch gelohnt. Gehen wir nur mal ein bisschen weiter. Dort drüber war noch eine. Jupp. So, Kerl. Mach auf. Oh, das lohnt sich schon etwas mehr. Novizen-Verlangsamungsrune. Chance, die Bewegungsgeschwindigkeit zu verringern. Flammenrune des Novizen gibt Feuerschaden auf die Waffe. Das ist auch für Waffe gedacht und größerer oder großer hölzerner Rundschild. Okay, das hat sich zumindest etwas gelohnt. Dann gehen wir nochmal zurück. Ich glaube, beim Händler ist noch etwas, was wichtig wäre. Wenn ich mich doch richtig erinnere. Manche Händler haben Rucksäcke. Das vergrößert meine Kapazität. Das würde dann in dem Fall erlauben, statt 70, ich glaube, die gibt es in 5er und im 10er Pack, dass man dann entweder 75 oder 80 dann aufnehmen kann. So. Da ist wieder ein großer hölzerner Rundschild. Der ist doch der Schildkämpfer. Was hat dann der? Templerschild. So, schauen wir doch erstmal. Nee, seiner ist besser. Gibt eine Verteidigung mehr. Na dann. Hello again. Is there something you need? Jo. Some supplies, perhaps? Well, let me know. Zeig mir deine Ware im Gothic-Stil. Dann verkaufen wir erstmal die 2 Dinger nochmal. Das wollte ich noch mal gucken. Genau, Rucksack. Dieser Rucksack verteilt Gewicht gleichmäßig. Dadurch werden Abenteurer selbst dann beim Kämpfen nicht behindert, wenn sie große Mengen Ausrüstung mit sich herumtragen. Jeder erworbene Rucksack erhöht das Limit des Inventars automatisch um 10. Ihr seht, hier 70, jetzt sind wir bei 80. Sehr schön. Genau das wollten wir ja. Können wir jetzt auch wieder ein bisschen mehr Kruscht aufnehmen. Das heißt in dem Fall, wir können uns jetzt aufmachen. Und können dann natürlich, wenn wir in der Korcari-Wildnis sind, sofort auch wieder unseren Cut machen. Versteht sich ja von selber, ne? Aber das bisschen müssen wir auf jeden Fall noch machen. Ab in die Wildnis. I shall do it. Hail. I'm told you all have business in the wilds. The gate's open for you. Just be careful out there. Even a Grey Warden won't be safe in the forest tonight. Okay. Das waren warme Worte zum Einstieg. Und dann... sind wir hier. Gebiet freigeschaltet. Korcari-Wildnis. Schön sieht's aus, ne? 2 Minuten haben wir, glaube ich, noch, ne? Bis wir die 25 Minuten haben. Und wir werden gleich begrüßt von Wölfer. Dort sind weitere Wölfer. So, einer weg. Very well. Und hier. Okay, es sind jede Menge Wölfe. Das ist nicht nur ein kleines Rudel. So, hier. Ja, mit meiner Magie bin ich durchaus zu gebrauchen. Wolfsfell. Das Fell eines Waldwolfs. Musik wie Sau. Quickly, we must fight. Okay. Die Wolfsfälle holen wir uns auf jeden Fall noch. Wenn schon, dann sollte man die Tiere auch wirklich vollends nutzen. Ich mag das nicht, wenn man Tiere unnötig tötet. So. Okay, da würde ich ja was sagen, ihr liebe Leute. An der Stelle kann ich doch auch glatt mal meinen Cut machen. Erste Begegnung in der Wildnis haben wir hinter uns. Die einige Tiere haben wir auch schon abgeflattert. Es sei denn, Moment, habe ich irgendwas im Kodex noch? Vielleicht war Wolf als Gegner, Charaktere.
Alistair, ja. Das Schöne an der Verderbnis ist ja, dass sie die Leute zusammenbringt. Alistair war ein Novize der Templer, als Duncan ihn für die Grauen Wächter rekrutierte oder rettete, wie Alistair sagen würde. Na gut, dann sehen wir uns übermorgen wieder, ihr liebe Leute, zur Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig hier in der Korcari-Wildnis. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.